Herzlich willkommen beim Autokino Muri 2015. Und dabei der Büchi. Hallo und herzlich willkommen, liebe der Büchi Community. Wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode der Büchi.ch Team zeigt's. Wo sind wir da genau? Wir sind in Muri, das heisst im Kanton Aargau. Wie ihr seht, haben wir hier eine grosse Wiese. Open Air, die Sonne schaut oben runter, sie strahlt so quasi richtig, weil sie will wahrscheinlich auch wissen, was denn hier hinten genau abgeht. Man wird dort gleich sehen, dass eine Leinwand aufgezogen wird, aber so weit so gut. Darum würde ich sagen, bleibt dran bei der Büchi.ch. Wir befinden uns jetzt im Festzelt. Hier kann man sich verköstigen, man kann hier essen, man kann trinken natürlich auch. Aber bis es soweit ist, braucht es Vorbereitungen. Es braucht Leute, die daran arbeiten, dass das Ganze zustande kommt. Darum, schaut mal an, was hier abgeht. Wir sind hier gerade mit dem Präsidenten von dieser ganzen Sache, Ja, was ist das für eine Sache? Die Sache ist das Autokino Muri. Wir machen hier schon seit 19 Jahren den Anlass. Entstanden ist das einmal aus einem Army-Autoclub, der hat Americars Freiamt geheissen. Der ist ein bisschen im Sand verlaufen, würde ich sagen. Also, es hat nicht mehr so viele Amerikaner dabei. Und darum haben wir den umbenannt letztes Jahr in Autokino Muri. Also unser Zweck vom Verein ist, das Autokino zu betreiben, was wir jedes Jahr erfolgreich eigentlich machen. Und du, Thomas, was genau ist deine Funktion? Meine Funktion ist Pressearbeit, Pressesprecher und auch Filmrechte einholen, abklären, welche Filme wir bekommen, was für Filme wir dürfen zeigen und eben, wie gesagt, die Filmrechte einholen und Pressesprecher und ein bisschen Dekoration und den Auto helfen, wenn sie mal abliegen. Ja, passiert denn das häufig, dass die Autos abliegen? Haben wir eigentlich sehr selten gehabt. Wir haben, glaube ich, letztes Jahr einmal überbrückt, einen Käfer. Oh. Aber es kommt wirklich extrem selten vor, aber wir sind vorbereitet auf das. Wir haben sogenannte Booster auf Platz und mit denen können wir dann hier gut aushelfen. Und im Vorfeld, wie sieht es eigentlich aus? Macht ihr Werbung? Wo sieht man eigentlich euch so quasi im öffentlichen Raum? Wir machen Werbung im Facebook und auch per Flyer. Wir gehen an USK-Treffen, wir die Flyer verteilen, wir so das Auto verteilen und machen eigentlich die Leute darauf aufmerksam. Und es ist auch viel durch Mund-zu-Mund-Propaganda vom letzten Jahr, von den letzten vergangenen Jahren. Und wir haben einen Kleber am Auto und da werden wir auch ab und zu mal darauf angesprochen. Ja.
Ja, nächstes Jahr habe ich etwas gehört. Etwas ist am Gehen. Was haben wir nächstes Jahr? Nächstes Jahr, wie gesagt, also ist das 19. Mal. Nächstes Jahr haben wir das 20. Autokino. Also wir machen das schon seit 20 Jahren. Und ich persönlich bin seit dem ersten Autokino dabei. Vielleicht mal zum Erzählen, wie das war. Das war ein ganz kleiner Anlass. Der Pirmin Breu und der Beat Baume haben das damals in die Welt gerufen. Dort haben wir noch eine Festzeltplache an einer Dachlatte aufgehängt und sind vielleicht 15 Autos davor gestanden. Der Foodbereich, wie heute das Festzelt ist, das sind ein paar Strohballen, in der Mitte ein Grill und so hat das Autokino ausgesehen. Haben wir für nächstes Jahr schon etwas geplant, etwas Spezielles, irgendeine Darbietung oder so etwas? Geplant haben wir nichts, aber wir wissen, es wird einen Paukenschlag geben. Ja, wir müssen etwas Spezielles haben, wir wollen etwas Spezielles haben, wir sind schon einige Ideen am durchdiskutieren und wir werden garantiert nächstes Jahr ganz etwas anderes ein bisschen auf die Beine stellen, etwas ein bisschen mehr auf die Beine stellen und wir sind schon sehr gespannt auf das Ergebnis. Wenn jetzt nächstes Jahr ein Club möchte kommen, wie sieht das aus? Muss man sich bei euch anmelden als Club oder wie läuft das bei euch? Also wir haben natürlich jedes Jahr immer wieder Anfragen von Vereinen und Leuten mit speziellen Fahrzeugen, grossen Fahrzeugen wie zum Beispiel das hier oben. Die können euch schreiben, sich anmelden, wir schauen, was wir machen können. Also der Käferclub hat sich zum Beispiel schon mal angemeldet, der Mustang Club. Und dann schauen wir, was wir machen können. Also, grundsätzlich kann man nicht reservieren bei uns, das müssen wir immer wieder erwähnen, weil wir müssen halt den Platz von vorne nach hinten auffüllen. Ja. Und da kann man nicht zwischendurch irgendwo einen Platz frei behalten. Und darum sagen wir immer, genug früh kommen, dann haben wir sicher einen Platz. Wo finden wir euch in der digitalen Welt? Uns findet man auf autokinomuri.ch und im Facebook und im gleichen Autokino Muri. Dann möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass ihr schnell Zeit genommen habt. Man sieht, die Autos trudeln nach und nach ein. Darum danke vielmals für das Interview. Danke vielmals, dass Sie vorbeigekommen sind. Danke und viel Vergnügen beim Film. Ich bin hier mit der Barbara. Barbara, du bist hier also quasi am Anfangspunkt. Was genau machst du denn da? Genau, ich mache Kasse. Also die Autofahrer kommen mit Wähnen und ich tue dann einkassieren, dass sie die Eintritt zahlen können.
Was berappt man denn eigentlich so für das Autokino Muri? Da wäre pro Person 15 Franken ab 12 Jahren. Und wie sind so die Leute getroffen heute, so aus deiner Erfahrung aus? Sehr gut, fröhlich und sie haben Freude, dass das Wetter so schön ist. Haben wir Glück natürlich. Und natürlich die Atmosphäre und einfach die tollen Autos, das macht es aus. Ja, hast du ein Favoritenauto? Ja, hätte ich, aber leider ist das heute nicht da. Da wäre ein Dodge Start. Ja, genau. Den habe ich mal selber besitzt und jetzt leider verkauft. Aber gestern Abend war er da gewesen und das ist immer ganz toll, wenn ich ihn wieder sehe. Nächstes Jahr sieht man dich auch wieder da. Ja, genau, wieder an der Kasse. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Also, liebe Community, wenn ihr nächstes Jahr kommt, sie ist da. Danke vielmals für das kurze Gespräch. Wir lassen sie wieder springen. Dankeschön. Und hier am Autokino Muri hat es natürlich auch jüngere Gäste. Wer bist denn du? Der Juma? Juma. Und bist du schon ein paar Mal da gewesen? Nein, kein einziges Mal, das erste Mal. Das erste Mal. Und du weißt ja, wir machen das für YouTube. Ja, das weiß ich, ja. Kennst du da YouTube? Ja, Hast du auch so einen Kanal? ja, Wie heisst du dort? Juma Bruckmann. Okay, Community, Juma Bruckmann, geht ihn abonnieren. Er ist ein flotter Typ. Oder, kann man so sagen, oder? Ja, ja. Also, dann wünsche ich dir und deiner Familie noch ein ganz schönes Autokino Muri. Ja, yeah, fuck you Goethe! Also, das läuft heute. Also, er hat sich jetzt nicht versprochen, sondern das ist der Filmtitel. Ja, Danke vielmals. ja, Ade! Ciao. Wir sind hier am Autokino Muri und haben, wir haben jemanden gefunden, jemanden getroffen, Gäste, die den Film schauen können. Und ich sehe, du hast hier einen VW Käfer oder ihr habt einen VW Käfer. Kannst du etwas von diesem Auto erzählen? Ja, der Käfer war eigentlich schon immer mein Traumauto und letztes Jahr habe ich mir eigentlich den Traum mal erfüllt. Und es ist halt ein cooles Auto, weil man recht einfach Sachen daran basteln kann. Und es gibt eigentlich immer etwas zu tun daran. Was hat denn das für ein Jahrgang, das Käferli? Der ist 1970er Jahrgang. Und haben schon Pläne, wo geht es in der nächsten Zeit? Nebst dem Autokino Muri, weil nächstes Jahr ist auch wieder Autokino Muri. Da haben sie 20-Jährige. Kommen wir auch wieder mit dem Käfer? Logo, klar. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das kurze Gespräch und wünsche euch einen ganz schönen Abend. Merci. Danke euch auch. Ja, schönen guten Tag. Wie habt denn ihr euch denn hier herverirrt? Ja, wir sind jetzt schon das 5. oder 6. Mal da. Und zwar durch Kollegen habe ich das gehört von dem Autokino hier in Muri und habe mich dann im Internet schlau gemacht, wo das ist. Und ja, wir sind jetzt sicher schon das 6. Mal hier heute. 6 Mal? Immer mit dem gleichen Fahrzeug? Was ist das eigentlich für ein Fahrzeug? Ja, immer mit dem gleichen Fahrzeug. Das ist Corvette Stingray, Jahrgang 1967. Ja. Wie sind ihr jetzt am Fahrzeug gekommen? Ja, ich habe noch eine zweite Corvette und die ist schon eine jüngere, Jahrgang 90. Und dann hatte ich mir immer einen Traum von einer alten, von einer C2 Corvette, so von einer Stingray mit dem offenen Dach, also das Cabriolet. Und irgendwann bin ich zu der gekommen, vor etwa, ja, ist jetzt genau 15 Jahren her. Ja. Das ist immer noch der erste Lack. Nein, die ist in Amerika schon mal gespritzt worden, ist dann von dort aus hier in die Schweiz gekommen, ist dort lange im Erstbesitz gewesen. Und die ist dann hier nachher etwa 10 Jahre in einer Tiefgarage stehen geblieben und dann konnte ich sie dann kaufen und auf die Straße gebracht. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und danke vielmals für das kurze, nette Gespräch. Ja, bitte sehr. Viel Spaß noch. Dankeschön. Am Autokino Muri muss man nicht unbedingt fahren. Ja, wie sind ihr eigentlich hierher gekommen? Wir sind zu Fuß durchgelaufen. Sind ihr einfach Einheimische? Von Muri, ja. Genau. Und wie haltet ihr, was findet ihr so speziell an diesem Event? Also ich finde, ich habe auf der Homepage gelesen, dass das 19. Mal ist, das ihr hier durchführt. Und es hat mich eigentlich schon immer gereizt, zu schauen. Vor allem die alten Autos anschauen. Oder? Das war für mich eigentlich wichtig gewesen. Und dann, sie hat zwar noch ein altes Gabi, aber wir haben gesagt, wenn es nicht weiter ist, wieder so, das sind nur etwa 6 Kilometer, oder? Haben wir gesagt, ja, jetzt laufen wir mal da und können das anschauen. Habt ihr einen speziellen Wunsch? Was würdet ihr gerne hier am Autokino Muri mal sehen?
Ja, was soll ich jetzt da sagen? Was würde ich jetzt so am liebsten sehen? Also die Filme, die wir schauen, können wir eigentlich immer schauen. Ich könnte jetzt nicht gerade sagen, was ich noch für einen Wunsch habe, weil wir jetzt Muri und auch ins Kino können. Oder? Wir haben ja Filmdinge auch dort, wo wir die Filme, die wir gerne schauen können, schauen. Es ist eigentlich immer alles, wird eigentlich erfüllt. Ja, ich könnte jetzt nicht gerade sagen, das möchte ich noch mehr. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr Zeit genommen habt. Oh, es sieht so aus, als geht es langsam los. Dann wünsche ich euch einen ganz schönen Abend miteinander. Danke, gleichfalls, ist gern geschehen. Merci. Wir sind jetzt hier mit dem Gründer, so quasi, mit dem Gründungsvater, darf man das so sagen? Ja, ich und der Beat Baumann sind eigentlich die das Ganze ganz klein vor 19 Jahren auf die Beine gestellt haben. Und dein Name ist? Pirmin Breu. Und ich war im 96 in Amerika, Kalifornien, und habe dort das Autokino entdeckt und habe gefunden, das ist super lässig. Und dann habe ich eben da mit dem Beat Baumann gefunden, wir müssen jetzt das hier in der Schweiz auch machen. Wie ist es angekommen im ersten Jahr? Es war ganz klein hier oben. Wir haben das unter Kollegen gemacht. Das ist dann eher so in den ersten 2-3 Jahren war es so ein Kollegenanlass gewesen. Aber es war natürlich ein Riesenfest und haben alle super gut gefunden, speziell mit dem Ambiente hier. Und wir sind wirklich eigentlich eine der ersten gewesen, die so etwas gemacht haben. Und auch mit so einem Ambiente, das war halt sensationell gewesen. Kannst du dich noch als also quasi der erste Film, der ausgestrahlt worden ist, erinnern? Ja, sicher. Der erste Film war Christine von Stephen King. Hat ja super gepasst mit dem Auto, die den Film kennen. Und dann haben wir noch Born in East LA gezeigt. Das war ein lustiger Film. Noch. Das sind die ersten 2 Filme. Das vergisst ich natürlich nie mehr, weil jeder Film, den wir ausgesucht haben, war immer etwas Spezielles. Und als du in Amerika warst, was hast du dort sonst noch mitgenommen? Ich habe natürlich viel entdeckt dort und habe auch viel Negatives entdeckt und habe natürlich möglichst das Positive dann mitgenommen. Habe dann eben auch Amerikaner nachher immer gefahren. Der Beat hat dann noch eine Garage aufgemacht und ja, wir haben das Positive von Amerika eigentlich da immer ein bisschen gelebt und Amerika hat sehr viele tolle Sachen erfunden und gemacht und das haben wir so ein bisschen weitergezogen. Und ich habe gesehen, da steht das Fahrzeug hinter uns. Ist das dies? Genau, ja, ich habe mir jetzt hier auch wieder mal einen V8 gekauft, nachdem ich jetzt länger eine Pause hatte aus der Vernunft und bin wieder ein bisschen unvernünftig geworden, aber es muss ja sein im Leben. Das Leben ist zu kurz sonst. Und der Film kommt dann auch in unserem Vorfilm vor. Das ist eben gerade eine gute Idee gewesen. Ich kann sagen, wir brauchen für den Vorfilm ein richtiges Auto. Und da habe ich es gerade gekauft. Was für einen Jahrgang hat denn das Auto? Das ist jetzt ein Chevy Chevelle Malibu, Jahrgang 74, ein Kombi. Das ist auch etwas Spezielles und hat eben auch noch mit dem Film, der jetzt heute läuft, der gestern gelaufen ist, hat er auch noch ein bisschen zu tun. Da kommt so ein Auto auch vor.
Ist das immer noch der erste Lack oder ist er schon drüber lackiert? Genau, ich habe den eigentlich vom Erstbesitzer gekauft. Und das ist noch Originallack, Originalchrom, also eigentlich in einem super schönen Zustand, ganz ein spezielles Auto. Entweder liebt man es oder man hasst es. Vom Design her ist es nicht wie ein typischer Mustang oder so oder ein Challenger. Aber das ist eben schön, etwas Spezielles haben, wie das Autokino Muri. Das ist nicht einfach ein 0815 Autokino, das ist wirklich etwas ganz Spezielles. Und das spürt man eben auch. Alle Leute, die hier arbeiten, die arbeiten ehrenamtlich. Also, da geht es nicht ums Geld, sondern da geht es um die Freude miteinander. Und das spürt man einfach. Gewisse Sachen sind manchmal vielleicht auch, funktionieren nicht gerade im ersten Moment, aber das verzeiht man den Leuten da, weil es wird da mit Liebe und Seele gemacht und eben der kommerzielle Gedanke, der sonst überall eigentlich extrem verbreitet ist, spürt man da eben nicht. Und das macht eben das Autokino Muri so speziell und außerordentlich, weil man einfach den Einsatz, den die Leute geben, einfach spürt. American Style. Das ganze Autokino Muri ist amerikanisch angehaucht und somit auch Küche. Ist das richtig? Das ist korrekt. Also wir haben eigentlich nur 2 Sachen, Pommes frites und der V8-Burger. Der V8-Burger ist eigentlich legendär, weil er alles drin hat und wirklich noch handgemacht ist. Nicht so einfach, es sind alles frische Produkte im Prinzip und darum ist der einfach so speziell fein. Und du bist der Herrscher so quasi über das ganze Küche-Metier? Ich tue einfach das ganze planen, organisieren und nachher die Helfer einweisen und durchführen nachher, ja. Den Einkauf, ja. Einkauf? Sind die Produkte, also das Fleisch und Pommes frites aus der Region? Ja, das ist alles regional. Also Pommes frites natürlich nicht, das ist Schweizer Pommes frites, aber es ist vom Grosskonzern. Und das Fleisch ist regional und Salat auch und Gurke ist halt... Zwiebeln sind vom Bauer, der hier das Land hat. Gerade heute zum Boden ausgenommen. Ja, das ist so das. Also regional im Metzger habe ich etwas gehört. Wie heisst denn der? Der Marti Metzger vom Uri. Das Zarte von Marti. Sagt er immer. Ja. Wie viele Jahre bist du so quasi Küchenchef? Ich bin jetzt das 3. Jahr. Ich mache das 3. Mal. Ich habe das jetzt übernommen, weil wir haben immer ein das Problem gehabt mit dem... Wir haben zu lange gewartet. Ja. Wir haben einfach zu lange gewartet. Vor 4 Jahren hatte ich eine Kolonne von 40 Metern, also wir haben eine Stunde angestanden und das hat mich selber gestört. Dann habe ich das Konzept übergehört und jetzt ist es einfach viel effizienter. Es ist alles, im Hintergrund wird alles vorbereitet, dass der Kunde eigentlich nicht sieht, wie der Burger gemacht wird. Und der Kunde vorne, das Fleisch drauf, Deckel drauf, fertig raus. Also die Kolonne ist eigentlich grundsätzlich nie mehr als 4 Meter. Jetzt ist es ein bisschen mehr, jetzt bin ich versäckelt. Wie viele Burger haben Sie heute schon verkauft? Heute sind wir inzwischen bei 480 Burger schätzungsweise. Mehr als gestern. Heute haben wir mehr als gestern. Gestern haben wir 430, heute sind wir bei 480 heute. Für nächstes Jahr habt ihr euch ein Jubiläum, das 20-Jährige. Habt ihr nicht irgendeinen speziellen Burger oder kommt etwas aus der Küche, eine Überraschung auf uns zu? Ich möchte ein kleines Surprise machen. Einfach etwas dazu, etwas Kleines zum Burger. Einfach so ein kleines Geschenk möchte ich dann noch machen. Also am besten, als herauszufinden, nächstes Jahr vorbeikommen? Ich denke, das ist das Schleuste. Ich will jetzt so auch noch nicht zu viel verraten. Ich habe mir meine Gedanken gemacht, aber ich weiss nicht, ob es durchführbar ist. Dann danke ich dir recht herzlich für das kurze Gespräch und ich lade dich wieder in dein Metier, dass die hungrigen Gäste vor dem Film noch auf ihre Kosten kommen. Gut, danke vielmals. Schönen Abend. Tschüss zusammen.
Liebe der Büchi-Community, wie ihr seht, die Fahrzeuge verlassen das Gelände. Es ist vorbei für dieses Jahr mit Autokino Muri. Nächstes Jahr geht es weiter. Dann feiert das Autokino Muri das 20-Jährige. Also kommt doch vorbei nächstes Jahr wieder auf Muri, Kanton Aargau. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Und bis dann, der Büchi.ch.